theorists believe that all times are equal and often draw an analogy between time and space. In space, there's no such place as here. That's just the name we give to this bit where we happen to be. There's nothing special about here, no property of here. Some theorists think that there's no such thing as it's just the name we have. But all times actually. Es gibt so viele Gedanken zu denken und Sachen zu erleben, so viele Wörter im Mund, dass ich nicht weiss, welche ich sagen, darum renne ich ohne Plan. Habe ein Messer und einen Stift in der Hand. Welches sie brauchen, entscheide ich ganz spontan, ich nehme irgendeine Strasse, aber nie mehr die gewohnte. Wohnen nie noch, wenn nicht alle Häuser bewohnt sind. Die Uhr dreht ging, Menschen haben nie schon Zeit. Ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts zu verlieren. Weil ich befinde mich in einem Bahnhof. Das Einzige, was passieren kann in einem Bahnhof, ist, dass du deinen Zug verpasst. Und in diesem Bahnhof hat es eine grosse Uhr. Und die Zeit zieht um dich, eine grosse Mauer. Dabei ist wahre Zeit nicht messbar, nur ein Gefühl, das man hat. Aber die Zeit als Konzept ist Struktur, die dich einsperrt. Darum läuft die Uhr falsch. Vertraue ihr nicht, egal wie gut du Zeit lesest, du durchschaust sie nicht. Sie bleibt ein Wort, eine abstrakte Dimension. Ist nur ein Schatten an der Höhle von Platon. Aber wie ist es denn möglich, dass man Zeiten hat? Dass man Zeiten hat, wo man gar keine Zeit mehr hat. Dass man um 5 Uhr muss beim Job sein und um 2 Uhr in der Schule. Dass in 1 Minute der Bus fährt, dieser Zug fährt in Richtung Luzern. Bern oder Gümmenen. Ich seh von lauter Wasser durchschwimmen nicht. Und hilflos könnt ihr trinken, weil wenn ich nicht fliege, würde ich irgendwann sinken. Aber was, wenn der Zug der falsche ist und ich steige ein? Was, wenn der vorher oder nachher viel besser wäre gewesen? Der Zug ist einfach nur ein Ort. Und Menschen kleine Teile, die an Orten rumschweben, ab und zu etwas machen, ab und zu etwas sagen. Kann mich nicht ausdrücken, kann mich nicht ausleben. Drücken mich ein, drücken mich zusammen, bis ich niemand mehr bin. Weil irgendetwas stresst mich und ich weiss nicht was. Vielleicht ist es der Schoki-Hase, der daheim auf meinem Nachttisch steht und sagt, ich soll ihn essen, bevor er durchgeht. Oder das Foto nebendran, wo meine Familie getroffen ist. Die Zeit, wo ich als Kind mit ihnen hatte, zu wissen, dass sie vorbei ist. Der Stress im Leben, etwas müssen zu erreichen. Und die Angst vor Erinnerungen, die viel zu schnell verbleichen. Eine Angst als Ego, nicht genug weit zu kommen, nicht bis zum Horizont. Obwohl ich doch wissen, dass kein Mensch die Welt allein bewohnt. Weil ein Mensch kennt einen Mensch und der Mensch kennt auch einen. Ein Netz aus Liebe kann uns alle vereinen. Weil der Erste kennt den Zweiten und der Dritte der Erste. So gibt's einen unendlichen Kreis, der auf dieser Welt herrscht. Du auch beherrschst den Schlechten und du den Satz nach Gesetz, so meine ich's nicht. Ich will nur, dass sich niemand zwingt. Weil schlussendlich ist es immer der Zug, der einsteigst, der dich weiterbringt. Und ich habe nichts zu verlieren, ich habe nichts zu verlieren. Und ich befinde mich in einem Bahnhof. Und das Einzige, was passieren kann in einem Bahnhof, ist, dass du deinen Zug verpasst. Hast schon immer wissen, was Zeit für dich bedeutet. Hast schon immer spüren, wie es ist, wenn man sich hütet. Hast schon immer verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich hätte schon gern alles Gewohnte ausradiert, weil irgendwie soll es doch anders gehen, irgendwie soll es doch anders sein. Irgendwie funktioniert es doch so, wie es ist, einfach überhaupt nicht. Irgendwie sollten wir doch alle Veränderungen anstreben, uns heute küssen, töten und wiederbeleben. Weil wir haben nichts zu verlieren. Wir haben nichts zu verlieren. Wir befinden uns in einem Bahnhof. Das Einzige, was passieren kann in einem Bahnhof, ist, dass du den Zug verpasst. Oder verpasst. Oder verwirrst. Oder verpasst. Oder verwirrst. Ich am Haken warte wieder der Nächste. Und ich weiss nicht, ob es eine Rolle spielt, welches du nimmst. Wo steige ich aus, wo steige ich ein? Wem fängt's an, wann ist es vorbei? Ist es früh oder schon zu spät gewesen? Wann ist der richtige Zeitpunkt für Anarchie?